Hallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf Phoenix TV. Wo soll ich anfangen? Am Freitag hatte Unge auf mein Quiz reagiert und ich habe mich weggelacht. Ey, das war was für ein Tag. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bei Unge bedanken und bei der Community, denn alle Grüße gehen raus an euch. Ich habe jeden versucht anzuschreiben. Ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, ich weiß nicht, was mit mir los war, denn ich habe so langsam gesprochen. Denn bei mir ist so, wenn ich schnell rede, dann schleichen sich öfters Fehler rein. Aber nicht, dass ich nicht Deutsch kann, sondern da ich schweizerdeutsche Wörter mit dem Hochdeutsch vermische und dann tönt es richtig kacke. Darum habe ich mir richtig Zeit gelassen, um das Video zu drehen und darum ging es so langatmig. Auf jeden Fall, ich werde auf das Video reagieren von Unge mit euch zusammen. Ich wollte auch noch ein paar Sachen erwähnen. Ich würde sagen, legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, vergesst nicht zu abonnieren und gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Da möchte ich mich jetzt auch mal blamieren und die Schweizer Wörter richtig schön verkacken. So, ich weiß nämlich nichts, also ich weiß solche Sachen wie Chüchichastli. Das altbekannte Chüchichastli. Das Wort? Das kenne ich. Ja, Chüchichastli ist Küchenschrank. Ganz einfach. Also. Aber ich weiß nicht, was das heißt. Okay, wir gucken. Oh Mann, es ist mir immer noch peinlich. Liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf Phoenix TV. Ich habe Unge vor etwa einer Woche angeschrieben in seinem Livestream. Er ist so ein richtiger Schweizer. So, also, wie er redet. So stelle ich mir halt einen Schweizer vor. So ein bisschen langsamer und dieses mit eingebunden. Wenn so Schweizer Hochdeutsch redet. Ja, sehr gut. Perfekt. Er erfüllt das Schweizer Klischee. Und gefragt, ob er Lust hätte, ein Quiz mitzumachen. Man sagt ja auch über Schweizer, ich sag das nicht, aber man sagt in Deutschland über Schweizer, die sind ein bisschen, oder so ein Bereich von Schweiz. Ich glaube, es gibt irgendeinen Bereich von Schweiz, ich glaube Bern oder so, da sagt man, die sind noch besonders langsam. Also, die reden einfach langsam. Also, ja, aber ich finde das cool. Ich komme nicht aus Bern, ich habe es schon erklärt, ich rede so langsam, da wenn ich schneller reden würde, würden mir schneller Fehler in die Sprache reinfallen, da ich mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch vermische und es kommen halt Fehler rein. Da rede ich Hochdeutsch und auf einmal, wie jetzt, auf einmal kommen schweizerdeutsche Wörter rein und klingt nicht gut. Darum habe ich es richtig langsam gemacht, damit ja kein Fehler reinkommt und ich meine, es sind 17.000 Zuschauer dabei gewesen und das ist... Ja, man will sich auch nicht blamieren, sagen wir es so. Go, ja, Celine, let's go. Welchem er die Bedeutung schweizerdeutsche Das ist safe ein Berner. Okay, das sind die Berner, okay. Ja, die Leute aus Bern, die reden noch... Wie gesagt, ich komme nicht aus Bern, ich bin Zürcher. Oder ist er aus Bern? Ach so, die Leute aus Bern, okay, vielleicht ist er aus Bern, vielleicht. Erraten muss. Zürich. Und das war seine Antwort. Phoenix, gerne. Gerne. Machst du so ein Video und ich gucke mir das in Unklick zum Beispiel an? Oh nein, hätte ich Bock. Nice. Den Quiz, der nicht... Oh, das ist eine Giraffe. Nein, Leute, das überspringen wir. Gehen wir... Er hat sich hier wirklich geschämt. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne ein portugiesisches Quiz machen, da ich selbst aus Portugal komme. Er hat das wahrscheinlich nicht verstanden, denn ich bin Portugiese. Ich wohne zwar in der Schweiz, aber ich bin ursprünglich aus Portugal. Man merkt, er schämt sich hier richtig. Tut mir leid, Unge. Zum Quiz. Ich wünsche euch viel Spaß und dir, Unge, viel Glück. Excüsi. Also ex, wenn man es aus dem Lateinischen nimmt, ist sowas wie Ex-Freundin. Also ex ist so, es war einmal. Und Güsi, ich kenne nur Grüzi, das heißt Hallo. Ich gucke nicht in den Chat. Grüzi, aber es ist nicht Grüzi. Er ist auch so richtig Pro. Schaut mal, wie er Ernsthaft würde ich mir eher ratet. so vorstellen, so ernsthaft? Entschuldigung, was, ne, ich weiß nicht, excuse hört sich ein bisschen an wie das englische excuse me. Wisst ihr, was ich meine? Excuse me, entschuldigen Sie, excuse me. Ist C. Entschuldigung. Excuse kann man auch aus dem Französisch ableiten, denn dort klingt es Ah, aus dem Französischen, da heißt nicht da excusez-moi? ähnlich.
eigentlich? Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, ich hab's aus dem Englischen da klingt's auch so ähnlich. Aus dem Französischen Excusez-moi, ja, und aus dem Englischen Excuse me, Excuse. Ah, oh mein Gott, mein Brain hat funktioniert. Okay, stark. Okay, was bedeutet es Büsi? Ey, warum haben die Wörter alle gleich? Okay, da habe ich keine Ahnung. Es Büsi. Also Büsi könnte sowas wie, wenn es wieder so abgeleitet ist, so busy, so er ist beschäftigt. Eine Blume, ein Kleinkind, Intimbereich einer Frau. Das ist Büsi, ja, die Büsis, oder? Ich sag Intimbereich einer Frau. Die richtige Antwort ist D. Eine Katze. Eine Katze heißt es Büsi? Was? Oh, okay. Ein falsch. Katze. Nein, Junge, kein Intimbereich. Kommen wir nun. Er wusste es einfach. Super Brain. Der letzte. Erklärung, es Büsi kommt ursprünglich aus Bern. Denn ihr müsst wissen, die Schweiz hat Kantone und in jedem Kanton wird praktisch fast anders gesprochen. Und es Büsi ist jetzt ein Wort gewesen aus Bern, denn dort werden Katzen als es Büsi genannt. Ich aus Zürich, ich nenne das ist eine Katz. Eine Katz. Also es tönt schon ähnlicher als Katze. Aber ja, eine Katz. Boom! Ey, also man kann so Sachen so herleiten, aber ich finde, das ist, also wenn das nicht da stehen würde, würde ich nicht drauf kommen, sage ich so, wie es ist. Er leitet Sachen ab, nicht drauf kommen. Auto. Das ist auch Erdäpfel stark. hört sich an wie Erdäpfel. Also Richtig Erdäpfel. Kartoffeln stark. sind Erdäpfel. Wie er das ableitet, Kartoffeln nicht. sind Erdäpfel und das könnte Erdäpfel heißen. Als er das erwähnt hat, dachte ich, Junge, er hat recht, es sind Erdäpfel. Aber, Herdöpfel. Erdäpfel. Ist es A? Eine richtige Antwort ist D. Kartoffel. Boom! Und Ja, das konnte man gut herleiten. Junge hat es hier gut erklärt, Erdäpfel sind Äpfel von der Erde, also Kartoffel. Stark, Junge, richtig stark. hat nichts mit Apfel und Herd. Jetzt bastet er mich. Apfel hat schon was zu tun. Er bastet Weil mich hier. Erdapfel, daher kommt es nämlich. Ich sag's dir. Ich habe keine Ahnung, das kann ich nicht herleiten. Musst du mal kütern? Kütern heißt erbrechen. Kotzen, das heißt kotzen. Ich glaube, ich muss mal kütern. Ich muss mal kütern. Ja, das heißt erbrechen. Er versucht Schweizerdeutsch zu sprechen, aber es tönt einfach Hochdeutsch. Es tönt einfach Deutsch, wie es erwähnt. Das ist so lustig. Also. Richtige Antwort ist B. Was? Abfall? Okay. Ich dachte, ich hätte recht. Ich aus Zürich nenne das Abfall. Also, da liegt Abfall rum. Oder räum mal den Abfall weg. Für mich Abfall, also ich als Zürcher sag dem immer Abfall. Aber Köder, soviel ich weiß, ist das ein Begriff aus Bern. Anke ist ein Frauennamen. Anker. Nee, das wäre zu einfach. Anker wird Butter, Lenken, Treppe. Anke, Treppe. Anke, Lenken. Ich glaube, Anke heißt Butter. Auch stark. Und ich glaube, das liegt daran, dass es mal so eine Buttermarke gab, die heißt so Butter von der Anke. Ich weiß nicht, ich sag Butter. Wie kommt das zustande? Ich hab's geraten. Also es war ja wirklich eine dumme Begründung. Ich hab's geraten. Anke ist so ein richtiger, typischer Schweizer Begriff für Butter. Ich sag Butter. Mir wurde erklärt, dass Anke wirklich ein altes Schweizer deutsches Wort für Butter ist. Und ja, darum kommt Anke her. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Butter heißen kann. Hier zur letzten Frage vom Level. Parti, partout. Was bedeutet Säckle? Säckle bedeutet Säckchen. Das ist Hoden. evil nice. Hodensack. Hodensäckle. Ja, das ist Hoden, 100%. 100% Hoden. Evil nice. Hast du dir am Säckle rumgefummelt? Ist es A. Hoden, B. Hoden. Kleinkind, 100% Hoden. C. Rennen oder D.
Marienkäfer. Hoden. Die richtige Antwort ist C. Was? Säckler ist Rennen? Also säckle, ich säckle. Also eben säckle. Ich muss jetzt säckeln oder ich gehe jetzt säckeln. Also ja, säckle ist Rennen. Es ist, ja. Junge, das heißt doch 100% Hoden. Oh, ich glaube, ich muss mich am Säckle kraulen. Nein, keine Ahnung, warum das Rennen heißt. Ich habe keine Ahnung, was Säckle? Säckle? Bruder, ich muss ganz dringend los. Säckeln. Keine Ahnung, Ich säckle zum Bahnhof. Also ich finde Säckle hört sich an wie Hoden. Das war ein guter, er hat mich gut auf die falsche Fährte gelockt mit Hoden, ja. Rennen. Die Hoden. Level Partout. überstanden. Falls du das noch nicht schwer genug fandest, dann warte ab. Wir befinden Ich habe immer noch ein paar Sachen gewusst. Jetzt kommt das schwerste Die Level. nächsten 2 Level lassen wir uns für den zweiten Teil, denn sonst wird das wirklich ein großes Video. Und ich weiß nicht, ob Unge es noch hochladen wird, das Quiz. Das Video wird wahrscheinlich erscheinen, wenn Unge oder OnePoint ladet auch viele Videos hoch. Wenn es jeder schon mal gesehen hat, werde ich auch dies dann hochladen, um auch die Begriffe ein bisschen zu erklären. Eben wie Spüsi kommt ursprünglich aus Bern, aber habe ich schon erklärt. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei allen neuen Zuschauern mich bedanken. Und auch am Unge, der mich so richtig supportet hat. Ich danke euch alle. Dankeschön, Dankeschön. Haut rein, Leute. Euer Phoenix TV.